Präsident, diese Weekend, diese Samstag wird wahrscheinlich die größte Manifestation sein, die das Land in letzter Zeit erlebt hat. Es gab zwar wohlverstanden ein Konsultationsdebat von der Minister Fiedrun Matschwätzen und das geheescht, da gibt Meinungen erweisen, nee, wie viel da sind, da wirklich kommt Matschwätzen, wie viel respektiert gehen als was Matt geschwärzt gehen als. An die Pensionsreform werden nun mal Jiderin betreffen, die eng wie spät, die einer Eichter. Und dafür wäre es für uns wichtig, dass die Leute alle Gute Kinder Matt über die Zukunft dezidieren, weil wann die Propose von der Regierung so formidabel sind, wie sie präsentiert gehen, können die das hier auch an einem Referendum validieren lassen, weil es war ja keine Partei, wo an den Wahlen klare Position bezündet, der erste Wähler hat noch keine Möglichkeit für sich zum Ausdruck zu bringen, was seine Meinung dazu ist. Dafür haut mich froh und ministerisch wäre dir gewollt, für ein Bürger eine Stimme zu gehen, für die Demokratie leben zu lassen, ein Referendum an dem Thema zu organisieren. Merci. Ich meine, ich habe die Antwort von der Minister schon ein bisschen gespürt. Dafür habe ich auch eine Motion mitgebracht, wo die Regierung auffordert, immer Texte schreiben, immer ein Gesetz gehen, dass Pensionsreform soll über den Referendum laufen, an das sind Wähler und Bürger im ganzen Land sollen dürfen mitschwätzen. Merci. Dann ging ich die Proposition von Motion von dem Herrn Marc Gürgen zum Wort stellen. Ich mache den Wort ab. Der Quorum ist erreicht, Wort bei Prokuration. Das Resultat vom Wort ist Ja 6, Nein 52, Abstention 0. Das Motion ist also aufgelehnt mit 52 Nein-Stimmen gegen 6 Ja-Stimmen bei keiner Abstention. Merci, Herr Präsident. Ich war ein bisschen überrascht, wie ich das letzte Woche an den Medien mitgekriegt habe, dass Lützeburg eine Position geholt hat, die der Verbraucher nicht wird stärken, mehr echter wird schwächen, da wo die Leute eigentlich die eine Flugverspätung haben, wo sie nicht schuld sind, wo sie auf hier Vakanz gespürt haben, wird am Rhein stehen lassen, weil das ja auch der deutsche Minister, den nicht mit einverstanden war, an die deutsche Regierung hat ja auch eine Rechnung abgestellt, dass ungefähr 60% von der Pflicht werden wegfallen, die Entschädigungen. Das heißt, das eigentlich etwas, was hier geholt ist, gegen die Klienten, mehr echt dafür die Fluggesellschaften. Und dafür wollte ich halt mal hinbringen, was die Überlegung von der Lützeburger Regierung ist, für heute Konsumenten am Reh stehen zu lassen, auch für die Fluggesellschaften zu stärken, weil wenn in denen hier Bilan guckt, geht ihnen so gut, wir sollten aber die Leute, die hier Vakanz gespürt haben, nicht am Reh stehen lassen, an die entschädigen, weil das nicht ihre Fehler, wenn hier Vakanz mich spät aufhängt oder sie mich spät heimkommen. Merci. Effektiv, jeder will, dass man nach Stau zu Lützeburg ist, kann er begeistert sein, wenn so ein Observatoire geschafft wird, weil sogar mir kein Problem am Observatoire an sich, wenn er Lösungen bringt. Und das ist auch das, was ich an der Kommission immer gesagt habe, dass wir nehmen den E-Punkt, für was wir auch dagegen werden stimmen, und das sind die Daten, die erhoben gehen. Und da kann ich nach ein Kehr auf der Wien angehen, die sowohl der Staatsrat, Chambre de Commerce, CNPD geschrieben haben, weil an den Navien ganz klar steht, dass dasselbe Ziel Kind erreicht gehen, ohne dass am Num ein Kind erkannt gehen. Weil der Rapporteur hat etwas Richtiges gesagt. Jiderin heibannen, jiderin de Bausen am Land als betraff, wird no können getrackt gehen, an das Verzicht gehen, das zu anonymisieren. Das ist an sich der Punkt, wird mir halt nicht werte Mat stimmen. Die Idee ist gut, für den Stau zu lesen. Wir haben ein massives Problem damit, dass refusiert gouf, die Daten anonym zu erheben. Der Staatsrat hat ich gesagt, CNPD hat ich gesagt, Chambre de Commerce hat ich gesagt. Trotzdem hat die Regierung sich geweigert. Logetei ein Datenkrak erschafft, die wahrscheinlich in anderen Ländern mal nicht möglich wäre. Hier ist etwas, das die wildste Fantasie von den Datenerhebungen, was hier geschafft wird. Der verstummt dich mit einem Pseudonym. Was ist ein Pseudonym, für das zu erklären, auf nicht technischer Basis? Jiderin kennt zum Beispiel den Elton John. Jeder kennt den, das ist ein Pseudonym, wo benutzt. Jeder findet aber auch automatisch rum, dass ein Dwight am richtigen Leben herrscht. Das ist das, was hier geschieht. Das heißt, hier geht einfach Daten erhoben, so mal beim Beispiel für uns zu bleiben, Corinne fährt von A auf B, da wird das am Datensatz Jurico genannt. No kann den Datensatz aber zurückverfolgt gehen, das ist das mit dem Pseudonym, wo er gemäht wird. Und das ist das große Problem, das wir haben. Der ist geweigert, trotz der Navien, trotz der Kommentare an der Kommission, anonym zu gehen. Weil
Das schreibt den Staatsrat auch. Für die Funktion vom Observatoire hat es keinen Unterschied gemacht. Der könnt mit den Daten, den Flug vom Trafik, genauso müssen, ohne zu wissen, ob es ein Corinne oder Zürich war. Und das ist der große Punkt. Hier gibt ein Datenkrag erschafft, wo gegen den Datenschutz ist. Wir werden alle Bürger hier erfassen, wir können den Observatoire dort zu speisen. Das aber wirklich etwas ganz Schlimmes am Datenschutz. Und plus, oder verpasst so, wie lange die Daten gehalten dürfen gehen. Dafür ich auch eine Motion gemacht, dass die Leute sollen wenigstens Recht kriegen, aber ein Opt-out zu sagen, ich will nicht, dass die Daten mit meiner Nummer festgehen. Für das Recht zu kriegen, zu löschen. Wir müssen am Datenschutz also Bürger Möglichkeiten geben, weil das, was da macht, das gibt einen riesen Datenkrach, manche drängen in seinem Nummer vom Land. Merci, Herr Präsident. Das hat Herr Baum gesagt, das vollkommen richtig. Das ist eine Frage von der Frohestellung. Und da tun ich ja in der Motion gar nicht festgelegt. Und noch nicht den Zeitpunkt. Weil ich bin mir ganz bewusst, dass die Konsultation soll aufschließen. Das ist auch denkbar, dass gegen so, wir holen eine Frohestellung, eine Froh von der Chambre des Salariés, vielleicht zusammen mit der Chambre des Fonctionnaires. Für was nicht? Und auf der anderen Seite, die die Regierung proposiert. Für das aber die Wähler mal ein Kehr mitschätzen kann. Weil welches Problem haben wir hier? Wir haben ein Problem, dass wir für 2 Jahre alle gute Wähler gegangen sind am Land, aber eine Idee davon hat, dass den heute ein Dossier gehen kommen. Hat ein Propos, was Herr Friede will. Herr Friede hat keine Teleemissionen gesagt, dass die Leute mir lang schaffen wollen. Die Leute hatten gar kein Will, darüber aufzustimmen. Das heißt, hier als die Idee, für das die Leute ein Dialog mitschwätzen können, weil ich gebe dem Herrn Spaul so nicht recht. Der Dialog, der funktioniert nicht. Der war gestern selber dabei, CGFP, hat ein brillantiert Gehalt für den Kopf gewäscht, weil der Dialog nicht funktioniert. Und ich kann nicht so ein Samstag wird eine riesen Demonstration an der Stadt sein, wo auch nach ein Kehr demonstriert wird, weil der Wille tut, anders den Dialog nicht funktioniert. Dafür ist der Zeit ein EW, wo ihr Kind gehen, für die Leute zu frohen, für mehr Demokratie zu wohnen, auch für die Leute matt an Boot zu holen. Weil was geschieht, wenn der dort am Briescheisen wird durchsetzen, und da wird Land weiterhin gespalten sein, und wir werden eine Schuld davon drohen als Gesellschaft, den nicht mehr zu reparieren. Also, und ich meine nicht, dass das Verantwortung von einer CSVDP ist, für das Willen an der Geschichtsbücher stehen zu. Merci. Sympathisch Motion an die Partei, wo ich denke, könnt mit Freibier einmal hoch, wird wahrscheinlich noch mehr Zuspruch an ihre Videos und auf Social Media kriegen. Das aber okay, Herr Idee gehen lieber nicht. An diesem Programm steht vieles mit den Freibier effektiv nicht. Ich muss ja schon leider enttäuschen, auch wenn wir gern Fenster an Brauereien am Land unterstützen. Ich meine, das ist ganz piratisch, machen wir aber kein Freibier. Direkt zum Sujet zu kommen, nach der aber hier ausschwätzt, muss ich Ihnen leider recht gehen, dass Toreka am Moment viel Probleme hat. Und ich meine noch nicht, dass wenn TVA gegen Ruf gesagt gehen, dass direkt eine Preisreduktion gegen Feiere beim Bier, wir gehen aber vielleicht den Cafetieren helfen. Und das ist von den Punkten, wo ich nachher muss drüber schwätzen muss. Weil wir hier zuletzt schon 2 verschiedene TVA-Touren haben. Wein, wenn ein unter 13% Alkohol hat, das ist doch einen anderen reduzierten TVA-Tour par rapport zu dem anderen. Was dann unlogisch ist, und auch das europäisch möglich. Das heißt, wenn man auf der einen Seite so der Wein als reduziert von unter 13% hat, was bei gewissen Weinen von Jahr zu Jahr dann zu Problemen fällt. Schlecht, wenn man einen geschwarzen Pinot Noir mischt, man gerade beim Pinot Noir, die liegt ganz oft auf der Grenze. Wir verwenden dann zuletzt, wo ich dort 2 verschiedene Toren beim Wein, weil also Winzer leben nach ein Kehr schwer mischt. Das sind aber Diskussionen, die ihn sollt feiern. Und noch hier, ob nur der Bier soll 3, 14 oder 1700 an sich nicht der Sens von dem, was in einer Chemie diskutiert. Wir sind diskutieren, wie können wir den wichtigen Sektor, ich meine, ich rede als Klient da, wie kann denn der wichtige Sektor hier am Land schützen? Das ist auch das, was wir letztes Jahr hier an der Aktualität beschlossen haben. Der hat die dort eine Möglichkeit gebracht. Wir sind nicht dafür, wir sind aber auch nicht dagegen. Wir sind aber dafür, dass etwas muss geschehen. Dafür werden wir uns aber heute bei enthalen. Wir sind aber diskutieren. Für das, was ich gesagt habe, es gibt die verschiedenen Toren schon. Und beim Bier gehen ich vielleicht nicht recht, wie bei den Winzer.
da müsste man wann die zwei Toren schon do sehen, dass man aber do für Chlor merci. Effektiv das flotte Projekt, wo ihn am Gemengerot angefangen hört, dann nur an der Chambre können Mat zu stimmen dann für Eis als Gemengerote das ganz angefangen wie Demos den Kerschinger Chef oder bei meeste Eis bei sich invitiert hat, ganz transparent die ganze Projekt erklärt wird an also so erklärt wird, dass man als Petinger gesucht und der Dutten das möchte direkt sind, sodass man als Petinger auch gesucht tun wir gehen matt ob den Dutten weh. Ja, das auch eine wichtige Kreuzung, die do wird matt geregelt gehen an den Herr Wolter schon angekündigt gehen noch Awohner, die werden von Peting op Kerching iwwerwieselen, weil ihr nun mal eine Residenz durchstung, die Stroß schon Richtung Kerching, wo aber die Residenz nach zu Peting war, was weist, wie wichtig eigentlich das Änderungen sind. Es sind noch andere Beispiele dran, wo ihn hat Kind so, dass verschiedene Leute zu Peting gewohnt sind, hier gut, aber zu Kerching war hier Wiesenhand drin, sodass dementsprechend der Zeit etwas ganz Sinnvolles Asphalt effektiv dem uns nach der Bürgermeister Melina am Herr Wolter ausgehandelt wird, dann lo den Herr Halsdorf dann finalisiert wird, zwei Ex-Innenministerin und Datei du zum finalen Wort. Effektiv war auch noch ein anderen Dossier mal dran, die ein bisschen midärisch ist, dass die Geschichte mit dem Polizbüro, so war eigentlich am Anfang ein Projekt, und die auch schon hier in der Chambre oft kommentiert, dass die Idee war für CGDs, Police, alles zwischen Peting und Linger, da wie Tennis Terrain sind, aber die andere Seite zu lehen. Leider konnte Demos mit Entrepreneur nicht verhandelt, für dass der Preis akzeptabel wäre, sodass das Projekt nicht zu Sterne kommt. Was aber gut war, weil Demos finanzministerisch nicht egal welcher Preis wird bezahlen, mit gehen aber neue Lösungen an den Innenminister wird sicherlich auf die froh angehen, sodass auch da auf denen Terrain direkt neben dem Tennis werden neue Polizbüro entstehen, weil die Mensch wichtig ist für beide Gemengen an wann soll Platz durchgehen und nach den CGDs, weil das immens wichtig ist, ein neues CGDs Gebäude, das zwar groß ist, aber in der Zwischenzeit doch an Jahre können. Das ist eine gute Änderung, und noch wie als Feier Piraten zu Peting, werden wir doch heute matchen. Herr Präsident, Herr Minister, für Namen war zum Schluss gesagt zu die Ausbildung an den privaten Betrieben, an der Funktion publik, die bisschen aber an einer deloyaler Konkurrenz stehen. Da gibt es ja ein paar Diskussionen, dass für allem war Betrieber aber Zeit der Geld investieren, für Leute auszubilden, an einer notgemengende Staat, die einfach mal aufwerben, ähnlich wie beim Fußball, aber nicht soll Tigo in Zukunft die Ausbildung verknappen mit einer Entschädigung, wo der Betrieb dann noch kriegen für die Zeit, wo ihn ausgebildet wird. Hast du noch etwas am Gespräch, wird du etwas kommen, das, weil der Lo ein Kio geschwärmt hat. Merci, Herr Gürgen. Natürlich muss ich auch wann en will digitale Lewen deelholen den Internetzugang hun. Dat se vun den Problemer, de mir gesinn, dat een Preiser fir dat überhaupt am Internet surfe kann, de Leiit awer immer méi der Fullläfe, wann e vergleicht wie dé an de Joren gestige se siewe de Mobilen wie auch doheem do hunn joch haut eng Moioun mat Bruder net fir kenni überraschen fir Free Wifi dech Land fir dat Leiit. mir schwätzen alle gut vun dem digitalen och kënnen e freien Zugang dozo kreien. Wenn man iwwer de magische schwätzen, der man net die Fehler mache wie Banken gemet hun. Da sind Leute no gezwungen sinn, op digital Wert zu go an dann awer Chemie ufannen, weil Kinder Leiit, die können den digitale We net go an. Du kom nicht op die Diskussion zurück vom Luxtrust. Ja, das vielleicht haut am digitale Misecher, wann in die App huet, wo dat nach immer kann er vorstellen. Mir alle gotten die Leute, die das Smartphone net tun, die anderen Meketen net tun, die trauren nach immer den malen Tocken no. Und das ist eben de Probleme, wo man eigentlich Mailleit an einem gewissen Alter verschreckt, wie sie mat Bord zu holen, wenn man eine Digitalisierung wollen. Da kommt mir gehen hin an mir so, wenn du den Solaranlage hast, da kriegst du einen garantierten Mindestpreis, die variable, weil ich weiß, in einer gibt es ja. Dass man aber man da so ich will kein Nimm nennen mehr, die kennen von nicht, sondern alle Guten, dass du da die Leute nicht bei dieser los und dementsprechend machen. Das ist die eine. Die andere ist, der schwätzt die ganze Zeit von der Netzauslastung. An den Subsidien, wo haut doch gestimmt gehen, so, dass wenn dir ein Akku, der 10 die Batterie, wo der könnt du holen, so mal 7 Kilowatt, 10 Kilowatt, was der braucht, dann muss der dann der Anfangste Monat, das heißt, alle Leute, die los schon eng Solaranlage gemäht und dann lo von den neuen Netztarif am Matkuten, die kriegen noch kein Subsid mehr auf dem Akku. Und da finde ich eine Motion mal brucht, für das sie auch in Zukunft den Akku, wenn so gingen noch rüsten, dass in den auch nach ein subsidiiert kriegen, weil die Leute können ja nicht dafür, dass ein neue Netztarif vorgefordert gehen. Für das man do den Netz auch ein entlastet, weil da können die den ganzen Tag ihre Strom speichern nach B. Und dann
Die dritte Motion, das für eben die Netztarife, die angekündigt sind, für Januar nach einmal zu evaluieren, weil mehr Piraten sind nicht der Meinung, dass der Strom so mit daher gehen. Wir sind der Meinung, dass der Strom von den wichtigsten Instrumenten gegen die Klimakrise ist und dass das Regierung, was am Gange ist, zu machen, beim Strom verantwortungslos ist. Merci. Wert von der Regierung, ob es an die Richtung kommen, für das sind Leute, können die Akkuen no bauen, an den hat man Netz entlascht, wir hätten die Kästen entlascht, und wir hätten eigentlich einen guten Kompromiss von. Merci. So ein Verraset net. Afir das heißt Netz die nötig Flexibilität a Sicherheit huet, fir zu allem Moment genug Strom zu hunn, wird die Regierung nach des Jahr eng national Speicherstrategie präsentieren. Zum Beispiel können de neue Subsid den Allproprietären vun enger PV-Anlage hëlleft sich auch notrechtlich mit einer Batterie auszustatten. So was Stimmklamm auf Strom, sodass Stimmklamm auf Strom sich weiter finanziell lohnt. Merci, Herr Präsident. Für 3-4 Jahre hat man eine interessante Diskussion über CERN, dem wir unser Thema entdeckt haben. Wir hatten für einen Monat darüber geschwärzt, dass man den Lützeburger Produkt muss mehr attraktiv machen, und dafür gehen ich recht, dass auf diesen Weg geht, für das als Gemüse und als Früchte viel mehr attraktiv werden sind. Weil von den Problemen, den auch der Konsument hört, das von dem am Supermarkt steht, dann hat ein Produkt, das von irgendwo aus Südeuropa kommt, Nordafrika oder zum Teil von den Spargeln aus Südamerika, was Mercosur am meisten wird machen, weil du schon eine Meinung mal dir, mir für zurück zum Gemüse zu kommen, das hat Tauschen vom Preis kostet. Und das das Problem, wo man tun, und dafür ist immens richtig, dass hier geht, und der gibt, ja, zu viele Millionen, was hier ungekündigt ist, ja, ich meine, jetzt kaufe ich auch ein bisschen kritisieren, ich kritisiere das nicht. Weil ich so, wir müssen als Bauern helfen, wir müssen als Bauern stärken, weil es kann doch nicht sein, dass als Bauern hier nur muss auf anderen Plätzen spuren. Es geht nun mal nicht. Wir können nicht sozial mitteilen mit anderen Ländern, weil denen hier Standards viel mehr tief sind, was nicht gut ist. Das heißt, Lützeburg muss man hingehen und als Regierung muss Bauern weiterhin unterstützen und stärken. Und dafür ist es heute noch ein richtiger Schritt, der gemäht wird. Das muss ich just nur in der Transparenz nach schaffen, dass wenn die Produkte nur zwölf sind, dass sie noch klar erkennt, dass die Lützeburger Produkte aus denen Serre sind. Weil was geschieht heute zu der ersten Minute du Jour, geht zwar vielleicht für 10 € verkauft, aber der weiß aber nicht, wo Wurzel oder Tomat. Hier können das die Transparenz, wo ihr nur muss, dass ihr seht, auch an der Restaurant, auch an der Supermarché muss ganz klar gekennzeichnet sein, dass dort also Lützeburger Produkte und dass es auf 4 gehoben wird. Und dass in Konkurrenz setzt mit den anderen Produkten, die von immens weit kommen. Weil ich schon nie verstanden wie gemäß, weil so weit Weg zurückgelöst wird, kann mehr billig sein, und für was der Supermarkt das so massiv anbietet, und dann letzte Mal ja Produkte, die an Konkurrenz setzen. So muss man auch ein mit der Distribution ein seriöses Wort schwätzen, weil leider an ihren Händen, ich weiß, sie können die Produkte mit billig kaufen, aber sie müssen sie nicht mit billig kaufen. Wenn die Distribution gegen eine Hand mal durchpacken, dann als Bauern noch stärken, wäre morgen mal gut in der Weg. Da wird mir dieses Projekt ganz gut als Hauptmann stimmen. Merci. Weil all diese Bauern, wo ich so geschwärzt so ein Banken verstehen das nicht. Das kann auch ein so am Dialog das Problem liegen. Mit Banken, die selten bereit, die Bauernbetriebe so zu helfen, wie es eigentlich verdient hätten. Und dafür ist das, was man am Weltfrieden heute dran geschrieben hat, für mich immens wichtig. Weil, wenn wir Bauern wollen in Zukunft stärken, muss man in auch den Achse gehen zu den Banken. Und Banken müssen die Kredite so vergehen, dass der Bauer auch in Zukunft kann seine Entreprise weiterhin ausbauen. Das ist aber auch so, dass, wenn als Restauration sich verändert, es auch da einzelne Chancen gehen, zum Beispiel bei den Lieferservices, da gehen ganz neue Applikationen, die dafür dass der Restaurateur nicht mehr muss Personal selber erstellen, beziehungsweise Autos für finanzieren, für können auszuliefern, und so auch ein kleinen Dörfer, über die Dorfgrenzen heraus kann sein Kommerz betreiben. Das sind aber nach Einzelfällen, wo am Moment da wirklich davon profitieren können, mit das aber den digitalen Weg, wo ich kann mitgehen. Klienten sind ganz unterschiedlich. Es sind Geschäftsleute und Touristen hier in der Stadt, vielleicht noch Touristen nach verschiedenen Regionen des Landes. Und dann sind echt Stammklienten an einer Gemeinde, die sollen an den Café, Bistro oder Restaurant kommen, und das am besten regelmäßig. Ja, wenn Leute man da Geld am Portemonnaie haben, ist das tatsächlich von den ersten Punkten, wo sie spuren. Das muss ich einfach da so, wenn ich bei mir in der Gemeinde gucke, wie das sich in letzter Zeit verändert hat, wenn ich Kaffee gesehen habe, den Heinz dort wäre nicht in einem Casino, wie an den Kaffee, und für einen Kaffee haben sie Stummer über Wasser. Aber in der gut finde nicht, das ist eine ganz andere Diskussion. Wenn das aber einmal der Kaffee zum Casino gehen, also nicht zu, da wo ihn sich eigentlich gesellschaftlich trifft, da kann ihn eigentlich das auch mehr kritisch bewerten, noch von dat Kaffee gerettet, an verschiedene Kaffeethemen gesucht und hätten durch mehr Rezepte wie durch die Bier, wo sie verkaufen.
Ja, es geht auch Männer Alkohol konsumiert, das als Fakt, das ging gesundheitsministerisch freien, schon auch gemerkt, trinken, dann denke ich mir, kein Alkohol mehr wie Wasser da ja gehen, das finde ich nicht so gefallen. Aber ich würde aber so, haut das, wenn ich Wasser oder Soft trinke, das sind eigentlich auch am Null, das ist übrigens auch etwas, was man an einer Petition hat, ich meine, Wochen Herr Dallas, den da war, für das Wasser, zumindest Wasser in den Restaurant, ein bisschen wie billig oder gratis zu kriegen, wie auch immer. Ich meine, da ist auch noch etwas, was no zu holen ist. Ja, Personalkaschen, Energiekaschen, das alles schon nur geschwätzt, die Energie lebt die Restaurateure noch fort. Vor allem die mit den großen Nerven, die kommen nicht nur an. Ich hatte letztes Mal mit einem geschwätzt, die hat mir gesagt, man steht mehr am Büro und mehr am Dossier wie an dem Kartippen. Das ist von den ganz großen Problemen. Dass sie nicht mehr dazu kommen, hier Arbeit zu machen, mit dass sie mehr müssen an den Probieren machen. Und da ist sicherlich ein Punkt, wo ich muss aussetzen muss. Für die Materialien, das hat ja geklungen. Es sind nicht immer der Meinung, dass Gemengen sollen absprangen, aber wenn Gemengen absprangen, dann ist das vielleicht, wie viel unter Beispiel Rosebud, ist das vielleicht sinnvoll. Rosebud Mumpisch, ist das vielleicht sinnvoll, weil dir vielleicht am Dorf kein Kaffee oder kein Restaurant mehr hat. Wir holen mal zum Beispiel Mengemengen, das war die Zeit, wie ich noch am Gemengerot war, du kriegst ein Restaurant plus den Restaurant am Land huet, de Loyer no gelos, weil dem muss be Krisenzeit war, während die anderen Restaurateure nicht. Und das sind eben dann die Situationen, wo entstehen von einer deloyaler Konkurrenz. Dem sind die anderen Restaurateure bei mir kommen, die gesagt, ja, mir ist Brauerei nicht noch. Mit Gemengen hat aber dem Moment de Loyer komplett no gelos, und die war meinten, und das war natürlich eine deloyale Konkurrenz. So konnte natürlich auch sein, Bier sein Menü, ein Preis der Jopassen, hat durch die anderen Restaurant ein bisschen Rose gemäht bis zur Bedrängnisbrot. Und dafür ist das vielleicht auf verschiedenen Dörfern eine gute Lösung, mehr verschiedene Gemengen, wo aber der Kommerz schon da ist, wo die Restaurants schon da sind, nicht immer zu roden. Weil eine deloyale Konkurrenz durch die Schafe, wo den einen dann eine billigen oder kein Loyer bezahlt wird, den anderen volle bei einem privaten bezahlt, der meistens nach Rivadaya, das für allem, wenn eine Brauerei ist. Wenn wir bei Brauereien kommen, bei den ominösen Schanklizenzen, wo schon solche Parlamentarier dazu hat, dann noch schon für eine letzte Regierung, ganz viele Diskussionen gefordert, und da sprich erinnern, weil durch Demos der Gilles Roth, den Demos an der Opposition, das System matt kritisiert wird, weil eigentlich unfair ist. Das ist ein Monopol, das man da geschafft gibt für die Brauereien, die nicht korrekt ist. Und an plus, weil sie begrenzt sind, könnt auch noch keinen anderen tun. Und da kommen die ominös exklusiv Verträge dabei, wo der dann noch gezwungen sind, für die beim selben Depositär Brauerei zu kaufen. Die könnte man nicht einfach bei irgendeinem Winzer gehen, wo der will, weil dem sein Wein vielleicht besser aus oder bessere Konditionen kriegt, nicht am Kontra. Der muss bei dem, wo die Brauerei erst vorschreibt, kaufen. Und das ist eben von den ganz großen Problemen. Ich meine, da muss man ja am Konkurrenzrecht ganz klar abräumen für allem. Wenn es Gemenge sind, und das ist zu Pating so gewesen, dafür kenne ich die Kontrakte ganz gut, wo sowohl die Loyer fixieren wie Herr No, dass ein fester Kontrakt muss gemäht gehen, an Herr No natürlich, die Volumen geht sich abbrechen, und dort zu guten Klauseln dranstehen, dass in so viel Hektoliter Bier muss kaufen, auch von denen sie gar nicht brauchen. Und das sind alle guten Verträge, wo die Regierung ein ja misst, Riegel vorschreibt, weil man hätte sicherlich auch mehr Kaffee, die Kinder profitabel funktionieren, wenn sie nicht gezwungen wären in die Exklusivverträge, wenn sie nicht gezwungen wären in die Schanklizenzen, aber man dann ein ja gegen reformieren. Merci. Herr Minister, in der Zwischenzeit als Technik evoluiert, sind Batterienhersteller, wo man am Moment schwätze von 1000 Kilowatt, 1200 Kilowatt, wo ich kann löden, aber die schönsten und modernsten Autos bringen nicht, wenn die Infrastruktur nicht da ist. An anderen Ländern haben angekündigt, dass auf die Wege gehen, an die Bornen werden nachrichten, und dafür wollte ich auch mal nachfragen, wie die Lützeburger Regierung hier das Konzept, das für das Lützeburg den Ausschluss nicht soll verlieren, weil wir sind im Moment am Tanktourismus in NRW, so nicht mehr so gerne, wenn wir gegen an den Energietourismus ranklammen und die Leute an Vakanz fahren, dass sie sagen, Kind löden, dafür wird flott, wenn noch zu Lützeburg die Infrastruktur über die 300, 350 rausgehen. Und da kann ich ja schnell sagen, mal auf den Weg gehen, was mich immer nervt, dass nämlich verschiedene Hersteller, wenn der Auto löden geht, die schreiben zwar 300 Kilowatt drauf, sie hängen aber 2 Autos drin, dann kann ich just nach 150 löden, und da sind ganz viele Leute, die an Vakanz fahren, die sich nur abregen, ob wann das schon modernisiert, nicht doch garantiert, kann gehen, dass das, weil der Boden steht, auch wirklich nur beim Auto als Leistung rauskommt, weil das aber schon ein bisschen trickiert, weil wenn 300er Boden geht, dann muss ich jetzt bitte natürlich nach 150 Kilowatt machen. Merci, Herr Präsident.
dass wir dann wichtig an diesem Dossier Entschädungen wie schnell können gefällt gehen, muss ich aber auf der anderen Seite aufpassen, dass Entschädungen für Sanktionen geholt gehen, auch die nicht leichtfertig geholt gehen. Und das kann ich so als Erfahrung vom Office Sozial, dass man da verschiedene Dossiers, wo man hin zu den Kap Rösele, wo man gesehen wie wird, dass die Leute dann die Revis Bemol Nimikruten oder eine Hölle für Nimikruten und dann aber wirklich am kahle Reh stehen, weil das sind als Schicksalsschläge von den Bemol ob nicht zurückfällt, das glücklicherweise aber nicht an allgemein dann der Office Sozial den an einer unterschiedlichen Dossier interpretiert anspringt für den Leute zu helfen, weil du sie Leute die fallen komplett auf null und dann der kann daheim sitzen, die hat 1000 zu bezahlen, die abstierst und das nicht immer ganz so mal korrekt aufgelaufen, nur konnten die Leute dann auch recht und da konnten sie nur bezahlt mehr die Überbrückungsphase wohin hört bis den Komitee freier die Entschädung getroffen wird, stand in Oniapes do. Dafür kind das Gesetz helfen, dass von den Präsident die Entschädung nur hält, aber das nur geguckt wird, dass vielleicht mich schnell geht und dass in denen Leute kind mehr schnell helfen, weil es ging sicherlich Leute, die nach Bümer noch tätig sind, haben wir am Office Sozial gesehen. Wir kennen aber auch der Leute, wo irgendeine Information vielleicht gefehlt oder Leute, die man nicht konnten, Dokumente richtig ausfüllen oder falsch Kase gesagt, was auch immer. Das gesagt mir oft. An die Leute sind dann auf null gefallen und hat so lange gedauert, bis der Revis kommen an die Leute, die hängen dann ob den Entschädigungen vom Office Sozial, wie viel gesagt, dass das dann allgemein unterschiedlich Vekulant, den du hast, weil schon noch von anderen Gemengen leider hören, dass sobald eine Entschädigung vom Revis, du wer bricht oder falsch, Office Sozial, und das quasi auch zu mir, seht, wenn da beim Revis ein Kommen gelost hat, obwohl das noch nicht bewiesen ist, ja, eine andere Meinung hast, dass ihn dann direkt beim Office Sozial auch durchfällt. Auch da das etwas, was den ein Keier muss diskutieren. Auf der anderen Seite, also da war es so, dass wann Hilfen ausbezahlt gehen, die nicht dürfen doppelt ausbezahlt gehen. Das ist im Fall. Wenn da zum Beispiel, wenn der Revis nämlich kriegt, und die Entschädigung steht aus, 2-3 Monate, wie das der Fall teilweise war, und kriegt vom Office Sozial die Zeit, die verbringt, und dann kriegt den Revis aber voll kompensiert, dass nicht das dann in quasi während der Zeit doppelt aufkassiert wird. Das ist ein bisschen viel zu erklären wie bei der Energieprämie. Die ich komplett unterstützen. Die Energieprämie ist auch so ein Phänomen. Die Energieprämie wird am Anfang vom Jahr ausbezahlt. Da gibt es aber dann verschiedene Klienten an einem Office Sozial, die kommen Ende des Jahres, für dann auf die integrale Stromrechnung bezahlt zu kriegen. Das heißt, den Anfang des Jahres etwas kriegt für die Stromrechnung an sich zu bezahlen. Ich weiß, dass das nicht durchgeht für den ganzen Deal, mit der das nie auf dem Energie ankommt. Auch das ist etwas, wo ich denke, muss darüber diskutieren, wenn er so Entscheidungen hält, ob er das nicht in Zukunft kann verbessern kann, noch für die Leute zu schützen, weil auch da Situationen sind, wo vielleicht das Geld für besonders aufgezogen als ein Sesi oder so etwas und das dann hinter der Rechnung kommen. Sondern beim Revis hoffen ich, dass durch das Neidgesetz die Entscheidungen viel schnell können getroffen werden. Ich weiß, den Namen Präsident wird nur immens viel Arbeit tun, da steht der ganze Staff nur Hand drin, so dass die Leute wenigstens an der Zeit nicht auf Null fallen, an dass die Leute können geholfen kriegen. Sicherlich auch die Leute, die frisch an den Revis kommen, die Entscheidung wird viel schnell getroffen gehen. Dafür werden wir Piraten noch der Zeit stimmen. Merci. Altnächst diskutieren wir darüber, dass der Strom fair mit Deier gehen ist, ob das nur 25-35% sind, als eigentlich dem, wo Geld nicht wird, und nur bezahlen muss, ziemlich egal. Dann hätten nämlich gerne eine Hilfe. Und das Schlimmste dabei ist, dass die festfrieren, ob Rechnungen und nach an Blutgänge sind, der Tisch zu gewandert, du heben das Karte oder das Blut nicht dumm hat, können wir nicht spüren, weil die festfrieren so hoch sind. Wir trippeln lo leider hier auf eine Bremse für die ganz umweltfreundliche Technologien, Leute, die bei Wärmepumpe oder ein Elektroauto umgeklommen sind, sind die, die bestraft gehen. Vielleicht wollte CSVDP die auch bewusst bestrafen. Die Netzkästen sind Herr Babisch kann ich das doch kurz erklären, Herr Präsident der Zeitschüst. Mal ganz einfach, an dem sehr hier geht, an dem hat der Strom Medaille an, der defavorisiert die modernen Technologien wie ein Wärmepumpe oder ein Elektroauto und der Krut von der Presse viel gerechnet, dass ein Elektroauto nicht mehr favorabel ist par rapport zu einem Petrol, also Diesel oder Benzin. Also hat er ganz klar ein Signal gesagt gegen die Techniken. Und Herr Präsident, das war ja, genau. Fehler. Für allem, und da komme ich rein, gibt Argument, das ist nämlich weiter das Argument, von der ein Elektroauto, der eben löst, leider nämlich direkt über eine Netzkäste, wo der auf 3 Kilowatt gesagt wird, weil er bei keinstem
Elektroauto go die losen 3D-Sto fir opzulöden. An die Netzkächten vun 11 Cent sinn Fehler gewircht an die hätten net kommen. Wir hatten iwwergens eng Lesung proposéiert an der letzter Diskussion ha dat war dat Dakuen Orlo e Subsid solle kree, weil Dakuen hunden Subsid, wann se mat der Solaranlage mat bestellt, wann das aber no bestellt, weil ihr lo de Strom an Blutgangen ass, wo der Keesubsid an schaffen, dass den Herr Minister dat an Zukunft werd berücksichtigen dann auch Dakuen lo notregg van den wild abbauen eng Subsid verseit, wie der bei der anlagste Fall gewircht werden. Dann das Risiko, wo der Agi de politische Risiko mir hunnet Lohai vom ADR heieren an Notizen AfD opgeschrieben, weil die an Deutschland das Argument benutzt hun. Den ADR huet haut doch benutzt, dass eng Relation wertecht Russland, Ukraine und so weiter für das ein Strompreiser gegen an Blut. Und das ist ein ganz gefährliche Mix, wo Populisten benutzen. Und das hat an Deutschland leider funktioniert. Du hast den Strompreis auch, das geht nicht so, mehr heiß an Blut gegangen, wie der zuletzt Fall ist. Mit hat funktioniert, dass Populisten genau das benutzt hun an einer Relation hergestellt tun, die nicht stimmt mit Russland und Ukraine. Und das ist ein ganz gefährlicher Mix. Und da sollte man politisch auch darauf aufpassen, dass zuletzt über Strompreise nicht an Blut gehen, wenn man gemerkt, dass den ADR genau dieselbe Glock burstet. Für uns Piraten ist auch ganz klar, wenn wir einen Preisdeckel machen, dass das so Sinn für den normalen Staat. Ich weiß, da waren noch Reportagen, nur der LSAP-Pressekonferenz war eine Reportage von 25.000 Kilowatt. Also, ich verstehe nicht, wie 25.000 Kilowatt als Privatmann kann verbrauchen. Wir Piraten, der sieht vielleicht auch eine Meinung als LSAP, so ganz klar, da ist Stopp. Wir haben immer gesagt, ein Piscine, Sauna, was noch alles, soll nicht finanziert werden. Wenn dem muss schon die 25.000 zum Teil als zu hoch gesehen an unseren Diskussionen, da sie der kommen mit den 25.000, die soll auch noch geholfen kriegen, das sehen wir nicht so. Also, wann geholfen soll gehen, dann an einem Deckel von den 25.000, den schon zu hoch ist. Stromnetz als eine wichtige Infrastruktur, und ich habe volles Verständnis dafür, dass er den Ausbau finanzieren will. Ich muss Ihnen aber da ehrlicherweise auch sagen, dass Kreos schon der Staat als mattgrößten Aktionär hat, nicht direkt, aber über NCEVO hat er die Ansicht der größten Machtspruch recht. Das heißt, das ist auch eine politische Möglichkeit, und hier will dafür zu sagen, das Netz wird so ausgebaut, wie es soll sein, ohne die Bürger weiterhin zu belaschen, auch wenn die verschiedenen Ersatzfirmen gedeelt ist, wäre aber die Möglichkeit da, weil das an einer staatlichen Hand ist. Ja, müssen schnell Lesungen hier, weil schon für bei der Motion gesagt, beim Office Sozial landen immer mehr Dossier für Leute, die hier Rechnung leider nicht bezahlen können. Und dafür wird wichtig, dass denen Leuten schnell geholfen wird, aber wir wollen nicht forcieren, den an die Probleme können, wir haben muss bei einem Office Sozial zu gehen, wir machen einen korrekten Preisdeckel für die Leute zu helfen. Merci. Also dies führen als mehr wie Geld an das Wichtigste, was wir am Leben haben. Ich bin auch froh, dass wir heute eine Diskussion können feiern, die ein bisschen mehr ruhig ist, ein bisschen mehr souverän, wie das für 2-3 Jahre vielleicht der Fall war, wie wir an Chamber kommen sie nach Protest dafür unter dir waren, wenn man über Agrikultur gespart oder Stiefelen, Landstraßen, Stungen. Ich fand, dass die neue Regierung da eine gute Arbeit macht und dass wir auch mit Christoph Hansen gut abgestaltet sind. Da muss ich noch geliefert gehen, von dem was Madame Hansen an den Herr Hansen, wie sie an der Reden versprochen. Für uns geht den Respekt an alle guten Bauern, die es op sich geholt haben, für uns mit Lebensmitteln zu versorgen, und für allem und Jugend, die den Beruf leben, an den Beruf werden ergreifen. Das ist kein Geheimnis. Ich bin auch von den guten Konsumenten von den Lebensmitteln. Ich sehe kein Vorbild, weil ich wahrscheinlich auch zu ungesund konsumieren, ob das letzte Produkte sind oder wie bekannt, auch mal eins zu Fastfood. Wir Piraten sind aber der Meinung, dass es nicht unter Politik soll sein, viel zu schreiben, wer den ist, wen ihn ist, an wie dass sie soll leben. Wir als Piraten ist die Freiheit ganz wichtig, auch von den Transparenten dafür sorgen soll, wie ein Produkt benutzt an ist. Letzteer Lebensmittel haben eine bessere Qualität. Letzteer Lebensmittel
sollen sich nicht op dem Marché allosen für man Preis mat zu halen, weil das etwas war die nie gewonnen wird. Das eng bewusst Kennzeichnung, die muss stattfinden, eng Transparenz von den Lützebäuer Produkte. Das ist den einzige Weg für Reis, für das man Produkte und den Konsument bringen. Und dazu gehört ja doch eine Verbesserung von der Transparenz. Weil heinst du, wenn in einen Supermarkt geht, das ist aber ein bisschen irreführend, dann hast du vielleicht ein Logo von einem Lützebäuer Supermarkt drauf und dann dreht den aber vielleicht so ist immer und dann also BE-Kennzeichen drauf. Wo die Leute sich da gedacht haben, etwas Gutes zu machen, vielleicht Lützebäuer Produkte zu kaufen, weil du dann den Design op Lützebäuer Jas mehr wart, wo die dran hast, eng anders. Das ist eine Transparenz, wo muss schaffen, und ich hatte dann in den letzten 5-6 Jahren schon öfters gesagt, mir hätte gerne QR-Code drauf. Dass ich kann ganz bequem nur lesen. Den ganzen Produktionsverlauf, denke ich an all Mögliches, weil, also ich sehe oder gut, aber auch für mich ist es immer mehr schwierig, wir haben drauf zu lesen, was die hat an den Produkten dran, also wo sie herkommen, weil Schmengen Produzenten beschreiben noch immer mehr bewusst, mehr klein. Und dasselbe an den Restaurant. Hautsache geht in ein Restaurant, weiß ich nicht, ob in Lützebäuer Büfteig-Kurden, holländischen oder belgischen. Auch dafür muss Transparenz kommen, muss ganz klar an der Quart gekennzeichnet sein, wo das Waren hier kommen. Ja, die eine Spaghetti kostet dann eben 10 €, aber man weiß ja nicht, wo sein Fleisch her wird, für seine Bolognese zu machen. Den anderen, der vielleicht Lützebäuer Fleisch benutzt hat, der verkauft auf 15, 16 €. Aber da kann man kennzeichnen. Das ist nicht nur, dass man die kennzeichnen, wo Lützebäuer Fleisch hat, man muss einfach die kennzeichnen, wo kein Lützebäuer Fleisch hat. Weil du Leute guckst, weil verschiedene Kennzeichen freiwillig, mehr bringt er dann nicht von die anderen nicht kennzeichnen. Dasselbe an den Metzlereien, oft geht ja mit gutem Gewissen an Metzlerei, das aber leider da oder bei vielen Metzlerinnen so, dass in der Theke nicht gesagt wird, wo ihr hier könnt. Da muss ich dann so in den Supermarkt gehen, sind da die op den Verpackungen zu schreiben, ganz genau wie Bauer, wie ein Dörwit war, der das vorbildlich bei den Metzlereien das leider nicht immer zu fanden. Das ist weh, wo wir auch müssen verbessern, für dass die Transparenz hergestellt ist, wann in Lokal an Epicerie oder bei den Metzler geht, da sind du auch direkt weißt, wo könnt mein Poulet, wo könnt mein Randfleisch hier. Dann stärker Gemengen, also schon den Mund fusselig geschwert, wie stehen uns am Gemengerot war, dass man de Maison lehen an der Kräche solle méi Lokalprodukte holen. Ich immer gesagt, dat geht net, man net. Das ist aber ein Piste, wo man sollen weiter verfolgen. Ich weiß, dass man nicht alle Produkte zu aller Zeit können hun für die Maison lehen an dat wat staatlich ist, aber man muss aber hingehen an dort manst probieren. Und man muss den Bauern nicht mehr einfach machen. Das wird unter TNS Ilre so geschwert. Das größte Problem ist die Bürokratie. Ich meine, das ist die größte Herausforderung, die man am Hansen hört, noch den Herr Hansen an der Europa, für das Wäsche zu kriegen. Weil es kann nicht sein, dass der Bauer noch mehr Zeit für den Schirm wie am Stall verbringt. Und da muss der Staat auch hingehen, für uns Piraten einen Mindestpreis garantieren, für das der Bauer seine Ware kann verkaufen. Aber wenn der Mindestpreis im Markt nicht erreicht ist, dann ist es für uns, dass der Staat muss angreifen, für die Waren zu garantieren. Dann den Tierschutz. Den ist für uns immens wichtig. Für uns ist es dafür auch wichtig, dass Lützebäuer Produkte verkauft gehen, weil wir der Überzeugung sind, dass wenn Lützebäuer Bauern hier Produkte verkaufen, da viel mehr Tierschutz dran ist, wie wenn wir das aus dem Ausland billig importieren. Dann Lebensmittel sollen noch ob als Gesundheit aufpassen. Wir hatten die Diskussion schon, das wird mal eine Motion von die Gering. Lebensmittel dürfen uns nicht krank machen. Wir müssen ganz genau gucken, wie ein Zusatzstoffe das dran kommen, wie ein Medikament das Tiere gespritzt kriegen, was den Bauern im Terra aufwenden. Das ist immens wichtig, weil das möchte nur der Konsument krank anschmengen, das will gut gehen. Dann bei den Schulen. Wir müssen da umsetzen, dass für jung uns Konsumenten sensibilisiert gehen, für gesunde Produkte an auch Regionalprodukte zu wollen. Dafür werden nicht mal die Schulen auch mal gucken gehen. Ich weiß, dass bei uns zu Rolling ist das ein bisschen mehr einfach, der Bauer ist vis-à-vis von der Primärschule, das ist mehr einfach. Wir werden nicht mal an Betriebe gucken gehen, an die Kanada direkt nur bringen. Dann ein ganz großes Durch, wo wir haben als Mercosur. Wir gesehen, das wird den Landwirtschaftsmarkt in Europa, auch in Lützeburg, auf den Kopf gehalten. Die Umweltbelastungen sind ganz ernst und die werden auch weiter steigen, wenn wir den Mercosur sollten unterschreiben. Es gibt noch Studien, die besagen, dass 25% der Betriebe in Europa, ich gehe dann aus, dass Zöller in Lützeburg ähnlich wird sein, Kinder, vor allem die kleinen Kinder verschwanden, sollte Mercosur
ënnerschriwe ginn der Techt. Ech war ganz klar fir Drun, iwwer leder Schnnerrenkeer op der de Mercosur do werd Matron ass mir Piraten werden net Mare. Final wenn man dunno van Betrieber bis zouugemet hunn ofhänge sinn. Dann zur Lebensmittelverschwendung an der Hunneschenng Moioun matbrucht, dat auch ein Thema wat schon an den 5-6 Jahren öfters ha Obrucht hun an schaffen, dass bei der naier Regierung Dr. op Open Ohren stouse, weil immer wéi wenn man Produkte hunn, die nach gut sinn, an die gene wäschgehalt wären op der anderen Seite Leiit hun, die sech neich kënnen kafen. Fir Ziessen du finde haut eng Moioun matbrut, die bisssen an Richtung geht vum franzésche Modell fir hinzugoen, dats en Supermarché mussssen die Produkte, die nach gut sinn, enger ASBL zur Verfügung stelle fir Leiit, die sech leider net lechte können. Merci.